kurz nach 8 Uhr morgens. Vor dem Gasthof versammeln sich Jäger und Treiber und warten auf den Start zum Aufbruch. Die Stimmung an diesem Morgen ist trotz beißender Kälte gut. Bald darauf blasen die Hörner Aufbruch zur Jagd. Die Treiber begrüßen euch auf der Herzliste. Freut mich, dass ihr meine Einladung gefolgt seid. Leider haben wir mit dem Wettergott wieder welche Erfahrungen. Das erste Treiben beginnt schon kurz nach Verlassen des Dorfes. Ein eisiger Wind streicht über die leicht mit Schnee bedeckten Wiesen und Äcker. Tief und schwer ist der gepflügte Acker und wir sinken bei jedem Schritt knöcheltief in den Boden. Der Mann-zu-Mann-Abstand beträgt ca. 30 Meter und so gehen jeweils abwechselnd ein Jäger und ein Treiber. Die ersten Schüsse sind gefallen, 2, 3, 4 an der Zahl, aber sie kommen von der anderen Seite des Kessels. Auf unserer Seite ist kein Wild aufgestanden. Mit dem Abblasen des ersten Treibens sammeln sich wieder Jäger und Treiber, um einen weiteren Kessel zu bilden. Sie haben es eilig, die Jäger, denn ein Jagdtag im späten November ist kurz und das zu bejagende Revier oft sehr groß. Die Hunde geschnallt gehen sie schnellen Schrittes zum neuen Sammelplatz. Die Treiber bringen die erlegten Hasen zum wartenden Leiterwagen. In kleinen Gruppen wird über das erste Treiben diskutiert, während der Jagdherr bereits wieder Jäger und Treiber auf die Plätze schickt. Das erneute Treiben beginnt. Ein Eichelheer, nicht getroffen, fliegt davon. Schüsse fallen von links und rechts. Schrittes eilt der Jagdherr über die freie Lichtung. Circa 20 Meter vom Waldrand erwartet der Jäger den Hasen oder Gockel. Fleißig und ebenfalls in Jagdstimmung sind die Hunde und apportieren willig Hasen und Gockel. Stolz ist der Jäger auf seinen treuen Hund. Wir warten vor dem Waldrand auf Wild, aber Helmut ist immer noch nicht zum Schuss gekommen. Aus dem Wald kommen die Treiber mit Klopfen und Rufen. Damit ist auch das zweite Treiben abgeblasen. Nun gehen sie wieder, Jäger und Treiber, zum Sammeln. Passionierte und andere.
junge und alte. Herr Hoffmann kommt langen Schrittes den Berg herauf und auch die anderen kraxeln empor. Im prächtigen Federkleid präsentiert sich dieser Fasanengockel und stolz ist der Schütze Hoffmann. Dieses dritte Treiben brachte eine gute Ausbeute und die hier ausgelegte Strecke beweist es. Nacheinander aufgereiht hängt das Wild dann später auf dem Traktorhänger. Helmut ist schussbereit. Über die Baumwipfel kommt der Gockel, Helmut schießt. Dieses Mal haben wir ausgesprochenes Schussglück gehabt. So verstreicht langsam der Vormittag und das ist das Sammeln zum vorletzten Trieb vor dem Essen oder besser gesagt Knödelbogen. Der eisige, nasskalte Wind hat uns alle strapaziert und ein Schluck aus der Westenflasche erwärmt die Geister. Dann geht es bald wieder an die Arbeit. Wir stehen zu dritt, zu viert, zu fünf und es wird diskutiert über die bisherigen Treiben. Waren sie erfolgreich? Waren sie gut? Oder was hat es Interessantes gegeben? Aufs Neue durchkämmen die Treiber den Wald und Helmut steht wieder schussbereit. Aber auch hier an dieser Stelle sind wir leider nicht zum Schluss gekommen. Zum letzten Treiben vor der Mittagspause sammeln wir uns jetzt in der Nähe der Donau. Hier wiederum werden die Jäger jeweils für einen bestimmten Standort eingeteilt und in Abständen von vielleicht 30 bis 50 Metern auf die Reise geschickt. Pünktlich um 12 Uhr wird das Treiben abgeblasen und die lange Karawane von Jägern und Treibern strebt dem Knödelbogen zu. Das beschwerliche Laufen im tiefen Boden hat uns alle hungrig gemacht. Durchgefroren und hungrig schmeckt jetzt die Erbsensuppe mit Speck hervorragend und auch die Hunde, die ihre Arbeit fantastisch geleistet haben, bekommen dann ihren Anteil. Mit zufriedener Miene sorgt der Jagdherr hinter der provisorischen Theke für das Wohl seiner Gäste. Auch mir schmeckt sehr gut. Am Nachmittag wurde das Wetter noch schlechter, es schneite. Trotz allem aber wurde das Jagen fortgesetzt und verlief weiter in guter Stimmung unter allen Beteiligten. Helmut eilt einem angeschossenen Hasen nach, den er aber nicht mehr fand, doch später zur Strecke gebracht wurde. So ging es weiter, Treiben für Treiben, einmal bergauf und einmal bergab. An diesem Nachmittag werden in erster Linie die Donauhänge begangen, die aber relativ sehr schwer zu bejagen sind. In Formation gehen die Treiber, jagen Hasen und Gockel aus ihren Schlupfwinkeln. Oft sind die Hasen erst 1 Meter vor dem Treiber aufgestanden und dann war die Schussposition der Jäger oft schlecht.
Immer wieder werden die Positionen gewechselt und das Wild aus verschiedenen Richtungen angetrieben. In voller Aktion ist jetzt jeder Jäger und auch der Jagdherr Junior schießt aus allen Rohren. Die Donauhänge brachten eine sehr gute Strecke Wild. Der Nachmittag verlief wie im Fluge und langsam wurde es bereits dunkel. Der Traktorhänger war jetzt mit reichlicher Beute bestückt und wir sammelten uns zum letzten Treiben an diesem Jagdtag. Helmut Hurth kommt noch einmal zum sicheren Schuss, der Hase ist getroffen und rolliert. Die Treibjagd wird abgeblasen. Auf dem Dorfplatz wird beim letzten Licht des Tages die erlegte Strecke verblasen. Nach dem anstrengenden Tag sitzt die Jagdgesellschaft in fröhlicher Runde und das muntere Schüsseltreiben kann beginnen. Es herrscht ausgelassene Stimmung unter allen Anwesenden, man diskutiert in Gruppen, zu zweit oder zu dritt und so mancher Hase, Gockel, Bock oder auch Keiler wird noch einmal lebendig und so mancher Spießer zum Kapital. Jägerlatein? Es gehört dazu, denn manches, mag die Geschichte auch noch so fantastisch sein, ist bestimmt wahr. Während das Essen noch auf sich warten lässt, wird eine Maß nach der anderen gereicht und der Jagdherr trinkt seinen Freunden zu. Hier sitzen sie alle beisammen, Sohn, Schwiegertochter und alle, die zur Familie und zur Gesellschaft gehören. Nun ist es soweit. Das Essen wird aufgetragen, die Schüsseln durch die Reihen gereicht. Dem deftigen Schüsseltreiben ergriff Jäger Hurth das Wort und dankte dem Jagdherrn für gute, beste Organisation und den Treibern für gute Arbeit. Eventuell erregte, die Jagd abzuladen, wäre nicht gut gewesen, weil heutzutage muss man jeden Tag rumhängen, wo es nicht von oben herab geht. Und ich möchte sagen, dass die Jagd optimal verlaufen ist, die war bestens organisiert, die Flüge waren gut ausgegangen, die Jagd ist natürlich sehr schwer zu bejagen, besonders die Hänge, auch gezeigt haben, dass wir mit euch zufrieden waren. Bravo!
Sie waren alle zufrieden. Der Wirt hatte alle Hände voll zu tun, satt und fröhlich, und für noch größere Stimmung sorgte eine volkstümliche Kapelle. So verliefen die Abendstunden wie im Fluge dahin. Wie lange gezecht wurde? Vielleicht bis zum nächsten Blasen, Aufbruch zur Jagd.